Good morning, ik begrüße jullie in de naam des Herrn Jesus. De boodschap van deze morgen, de titel is Christus, Mank, Siene, Gemeet. Oftmals denken we vielleicht nur die tijd als Jezus hier irgendwie als die Gemeinde just anfangen leid und wir wünschen uns vielleicht jetzt mal, was wir heute können durchsehen. Aber Gott hat bestimmt, und er hat die Welt grundlegend, dass er uns wird hier in dieser Zeit stellen, in diesem Port von der Welt, und wir sind hier von der, und wir sind Gott dankbar für die Gelegenheit, die wir haben, das Wort, was wir haben, und dass er von der noch der Selbste ist. Er sagt, er ist der Selbste, gestern von der in aller Ewigkeit. Und so wir freuen uns dazu, wir sind dankbar, zu Gott, dass er seine Gemeinde bauen wird und dass er durch Mank ist. Als Jesus seine Arbeit hier vor sich merken hat, ab ihr, seht er seine Jünger, dass er wird Tränen im Himmel fahren, aber er sieht, sie sollen sich nicht ihr Hort beunruhigen lassen, sie sollen nicht traurig sein, er wird ihn nicht allein lassen, er wird ihn den Tröster schicken, was sein jetzt wir. En die wordt bij ons zijn, wat omheen van de wereld. En den troost, die versprechung hebben we. En daar zijn we God besonders dankbaar voor. We hebben God zijn woord zo rechtlich mank ons van jou. En we hebben de gelegenheid dat zeer veel Christen in de wereld van jou niet hebben. In China, in Korea, en in viele von den Muslimländern sind sehr viele Christen, die nicht in der Bibel haben. Und wir sind sehr gesegnet, wir sind Gott dankbar, dass wir sein Wort haben. Weil durch sein Wort leben wir am Kern. Das ist der einzige, wo wir weiten, was die Wahrheit ist, durch sein Wort. In Offenbarung, Kapitel 1, en ik was dus wieder een paar andere versen eerst lezen, als ik door gaan draaien. Maar door zo zei we dat Jezus, die kwam naar Johannes, en de eerste vers in Offenbarung zegt ons dat dit is de Offenbarung van Jezus Christus, wat God geeft. So God deed Jesus Christus openbaren. Als Jesus treedt im Himmel vor, sieht er, dass, wenn der Heilige Geist kommt, der wird nicht von sich selbst reden, aber er sagt, der wird von mir reden. Der wird bloß die Dinge, was er hört, was er reden. Der wird nicht eine andere Botschaft bringen. Das ist nicht ein anderer Botschafter. Er ist der Selbst, ja. In der zweiten Petrus, Kapitel 1, Vers 20 und 21 möchte ich erst lesen. Und das wisst uns von Gott sein Wort, dass Gott sein Wort auf ewig besteht. Das ist nicht bloß jährlich zu einer Zeit gewesen und dann ist das wieder bloß eine Geschichte. Nee, das ist so jährlich von der, als was das dann wird, als wenn es dort geschrieben wird. 2. Petrus, Kapitel 1, fangen von Vers 20. Sagt er, erstens muss je dort weiten oder verstehen, dass keine prophetische oder schriftliche Prophetie, was erst dort einer sich selbst auslegt. Weil Prophetie ist nicht was ein Mensch sich selbst ausdenkt. Dort wir der Heilige Geist, die diese Menschen, die an Jeff, die sie von Gott reden sollen. So sehr klar, das Wort Gottes wird inspiriert von dem Geist Gottes, und der gibt klares Wort von Gott, was die schreiben sollen, was die vertalen sollen in die Deuten. Und dann in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, sagt er, dass alle Schrift ist von Gott angegeben.
En es wertvoll, ons te belehren, ons uit te beteren, ons tracht te wijzen, en ons te onderrichten, wo recht te leven. Alle Schrift, al die begevenheden wat we im Old Testament vingen, wat we durch die ganze Schrift vingen, die zijn alle ons te leer geschreven. Weet je, van al die mensen, en hier zijn vele geschichten van mensen, wat zeer veel Fehler gemacht haben. Wat ihr Leben haben in den Grund gebracht. Und von dat gaan we ook leren. Wo wir nicht leben sollen. Sie wollen wir in Leben betrachten, wenn wir das kennen vom Anfang bis eng betrachten, in sein Wort sind die Folgen davon, dann kann wir sein. Wo das sich das utarbeiten wird, durch nur aus den Entscheidungen, die wir merken tun. Und Gott hat uns den Weg gewesen, wo wir gehen sollen. Und er sagt, wenn wir wollen eine Siene Weg nur gehen, ob sie in Wut gehen, sagt er, dann wird dort wohlgehen mit uns. Und dann wird gute Frucht kommen in uns Leben. Und wenn wir nicht tun, dann wird die Frucht auch durch uns sein. So Gott sein Wort ist uns klar gegeben und dort ist für uns von der gegeben. Und er sagt, es ist wertvoll, uns zu belehren. In alle von uns viel zu belehren. Wir sind als keiner von uns, wir noch nicht mehr durch uns fehlen, mehr zu belehren. Und dann sagt er, auch uit zu beteren. Und wir haben immer Bedürfnis, uit zu beteren. Keiner kann sein, ich habe es gemerkt, ich sehe all durch. Der Apostel Paulus sagt, ich habe es noch nicht erregt, als er das geschrieben hat. Aber er sagt, ich strebe danach. Und sagt, ein Ding tue ich. Ich vergeet wat er hingen is en streven naar wat de fern is. En het leeft de meeste van ons, waar we worden oprechtig zijn, het leeft alle van ons, worden moeten zijn dat er zijn dingen in onze vergangenheid, entscheidingen wat we gemerkt hebben, wat niet zijn goed geweest. Wat niet aan goede volgen gebracht. Wat er aan vrucht gebracht en vielleicht ook voor die vrucht brengen doen, wo we even treuren doen. Want we kunnen niet de Vergangenheit nog eenmaal overleven. Wat we kunnen doen, als we kunnen vergeving krijgen voor de Vergangenheit. En dan kunnen we dat opklaren, zodat we bij God een rechte stelling hebben, door Jezus Christus, door het bloed Jezus Christus. En dan kunnen we rechte, goede entscheidungen maken, voor wiederhands, voor den weg voorop. En dat is zeer wichtig, dat we ons uitbeteren laten. En dan zoals Paulus, den dat wat er hingen is, wat vergeet en wat er nu fern is, doorstreven ik nu. En dat zal ook ons ziel zijn. Dan gaan we draaien nu Offenbarung, kapitel 1. En hier gaan we wat dingen betrachten. En zijn dat de Heer is Mank Siene Gemeeten. En we wollen dat hier zijn, dat hij zegt dat, ik wilde lezen wat is opvangen in vers 12 en 13. Johannes wie hier op de insel, en als hij door den Herrn zijn dag, zegt dat, als hij door weer een gemeenschap, opeens hier een luide stem hingen zich, en dan hier in vers 12 zegt hij, dan draai ik me om, te zijn, wem zijn stem ik reden hier. En als ik me omkijkt, zag ik 7 goldene lampenholen. In midden mank de lampenholen, einen, die dat zo zag, als een mensen zien. Zo'n lampenholen heb je vielleicht gezien, beelden daarvan, wat die eerst immer in een tempel hadden, in ver dort, in de stiftshütte, in de wüste. Gott beval Moses, dat ze zullen een lampenholen maken, en have een stam en een 7 aster, en doorboven weer de lampen, wat we immer brennen zullen, wat we dat 4 niet zullen laten uitgaan. En nu zegt Johannes, als hij zich aankijkt, ten zijn van wem stem dit weer, wat hij hier deed,
Als ik aankijk, zag hij deze lampenhouder met 7 asten. Door wie hij bekend met. De Juden waren zeer bekend met dit weer wat im tempel weer. En dan zegt hij, en midden Mank dort. Mank, die lampenhouder, zegt hij, door weer einer, der hat so als een Menschengestalt. Der wie nicht ein Mensch, aber der hat so als ein Menschengestalt, so leid den uit. Der wir so aus den Menschen sehen. Und wir wollen sagen, dass er sich identifizieren, wer er wir. Dann in Vers 16 sagt dort, in seiner rechten Hand hat er 7 Stirns. Und dann in Vers 20, ich werde nicht Zeit nehmen, das all die Versen zu lesen hier, über Vers 20, dat hij dat geheimnis openbaren, wat hij hier sagt. En dit hat Jesus zelfs, sagt het hier in Vers 20, sagt hij dat geheimnis en de 7 Stirns, die du in meine rechte Hand sagst. Zie hier dat Jesus redt zu Johannes, sagt er, die 7 Stirns, wat du in meine rechte Hand sagst, das heißt ich am Checken deed, en de 7 goldene lampenhouder als dit. Sagt er, de 7 Stirns sind de 7 Gemeenten ihrer Engel oder Lehrer. En de 7 lampenhouder sind de 7 Gemeenten. Dit wordt als hier in plural gebruikt. Als niet eine Gemeinde, dat zijn Gemeenten. Dat meint meer als eine. En wat je leven in een tijd, en dat is vielleicht niet zoveel anders als in andere tijden je was, dat dort, er zijn zeer veel gemeenten. En meestens zijn die een beetje verschieden. En dan wordt je gevraagd, woont als de rechte. Weet je, het leven van dat ons ziel als onze vrouw is, dan hebben we vielleicht de rechte vrouw in ons gedanken. De vrouw zal zijn, als Jezus de Heer van deze gemeente. Als deze gemeente met den kop taub. Oder als dit bloß von Menschen ongesteld, dan dus mensen dit in een weg gaan. Als dit in de gemeente wordt, wo mensen zich ihre ene Regeln abstellen en die ihren einen Weg tun, oder als dit eine Gemeinde, wo Gott sein Wort geirrt wird. Als dit eine Gemeinde, wo sie sich ganz von den Kopf abhängig merken. Wo sie arm nur alles Frauen und arm und alles die ihr geben. Als hij de Herr von dieser Gemeinde. Dort ist die Frau, was wir stellen sollen. Weet je, er sind sehr viele Gemeinden verspreid über die ganze Welt, wo das vielleicht sehr verschieden sind, weil sie ihre Kultur, ihre Sprache ist verschieden, aber der Herr Jesus Christus ist ihr Herr und Heiland. Und beten am an. Verkens ist vielleicht verschieden, sind die Verständnisse vielleicht verschieden, wo wir gewisse Dinge besein, großwegs, wo wir abgebracht sind, von der Kultur, wo wir von kommen, Report von sind und so weiter. Und dann sind wir sehr, sehr geneigt, dort wie sind, zu denken und zu sagen, dass wir sind der Rechte, wir tun das Recht und all die anderen sind auch recht. Weil dort ist nicht, wo Christus sein Körper schaffen hat. Er sagt, sein Körper ist so aus einem menschlichen Körper, wo er viel Glieder hat, wir sind alle topgebunden. Aber nicht jeder Glied im Körper hat dieselbe Arbeit. Wir sind alle verschieden und wir sind alle Part von den selben Körper und wenn wir an den selben Kopf abhängig von sind und uns von denen leiden lassen, dann sind wir Part von seiner Gemeinde. Und er sagt hier, er sagt hier zu Johannes, dort, wo du sagst,
Die Lampen, die 7 Lampen, sagt er, dort sind die Gemeinden. Nou meint hij nu dat er bloß 7 Gemeinden sind? Nee. Dat Nummer 7 ist een Nummer von Vollkommen. Dort schlägt alles an. Wenn wir in der Offenbarung lesen, dann redet er von für den Thron Gottes, die wären die 7 Gäste. Nou, hat Gott 7 Gäste? Nee. Aber mit der Vollkommenheit von Gott, wir durch. Aber wahr sei wie dort 7 ist das Nummer von Vollkommen. Und so, er merkt hier klar, dass er ist der, was Mank seine Gemeinden geht, wohnt, lebt, so dass wir wieder wollen sein. Wir sind der Christus als Mank seine Gemeinde, so als Johannes dort hier sagt. In Johannes Kapitel 16, in Vers 13, sieht Jesus seine Jünger, und das wir, als Jesus noch hier beirrt wir, euer der Heilige Geist gegoten wir, euer haben wir Tränen im Himmel gefahren. In Johannes 16, Vers 13, sagt er, aber wann der Geist, die Wahrheit, oder die Wahrheit ist, kommen wird, die wird jünd die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat. Und wird jünd sein, was noch kommen soll. In anderen Worten, er wird uns reitmerken für dort, was wir noch begegnen wollen. So als Jesus seine Jünger reitmerken deed, für sein Weichgehen hier, für sein Leben und Sterben und sein Abstand in Tränen im Himmel fahren. Und hat mir sehr traurig. Und dann seht ihr in Johannes Kapitel 14, lasst die Horten nicht bearbeiten, seid nicht traurig. Sagt er, ich gehe weg, aber ich komme bara 3. Ich will ein bisschen kein Stolz weg sein, dann komme ich bara 3. Und dann, wenn ich weggehe, sagt er, wo ich einen Platz reinmerken vergönnt, und wenn ich 3 komme, da wo ich ihn auch durchnehmen, sondern wo ich sehe, dass die auch kann durch sein. So haben wir sehr verbunden mit seiner Gemeinde und mit dem, was gläubig wird und an, und er treist er halt reinmerken, für was noch kommen wird. Als Gott die Welt rechten will, in 1. Mose Kapitel 6, dann mögt Noah reit. Noah wir gläubig, wir gottesfürchtig, und er sieht an, dass er soll eine Arche bauen, dass er wird gerecht schenken auf dieser Welt, aber er mögt Noah und seine Familie reit. Weißt du, als die Arche ist reit wird, die Zeit, was Gott bestimmt hat, 7 Tage verrückt, sieht Gott zu Noah, komm in die Arche hinein. Nimm deine Familie und komm in die Arche hinein. Gott hat einen Recht gemerkt dafür. Sie Gott ist gewohnt von seinen Kindern. Er ist mit uns. Er ist nicht bloß weit auf, dort im Himmel auf dem Thron. Jo, er ist du auch. Aber er ist hier auch. Er ist allgegenwärtig. Das meint, er ist aller Wegen zu gehen. Hier so Gott aus uns wehen. Durch wen kann wir nicht sagen, Gott hat bloß eine Gemeinde, bloß einen Platz, auf eine steht, wo sie die Kinder sich versammeln. Nee, er ist viel gerater als dort. Sein Recht ist viel gerater, als wir uns verstellen können. Jesus sagt, sein Recht ist so, als wenn eine Frau dich anrühren wird und du Hefmank nimmt. Sagt er, dort vermehrt sich und jetzt durch das ganze Gebiet durch. Sagt er, so ist das Himmelreich. Das ist nicht ein kleines Ding. Das ist nicht bloß hier ein paar Worte, wie sind der Einzige. Nee, Gott, seine Gemeinde, oder seine Gemeinden, hat er alle Wegen verstreut über die ganze Welt, dass das Licht alle Wegen dagen hat,
wo die Gläubigen sind, was am kann tun, was andere kann, auch nur Jesus wiesen. Nicht nur sich selbst tragen, aber nur Jesus tragen. Du weißt, das ist sehr wichtig, dass wir Menschen nicht nur uns tragen, er muss sein, hier macht je, nee, nur Jesus. Er ist der Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Keiner kennt nur den Vater, bietet euch an. Er ist das Haupt, und das Haupt lebt der Körper nicht. Und das Haupt hat das Leben kein Körper, hat der Körper kein Leben und kann nichts anfangen. Der ist tot und den Kopf. Und so bloß wenn wir mit dem Kopf Gemeinschaft haben, sind wir im Port von seinem Körper und dann sind wir im Port von seiner Gemeinde oder Gemeinden. In Matthäus 16, Vers 18, sieht Jesus zu seinen Jüngern, als Petrus Jesus bekannt hat Jesus ein gutes Bekenntnis aufgelegt. Und Jesus hat ihn gefragt, wer seid die Menschen, dort ich sie? Und er sagte, oh, aber das Menschen sind aber sehr verschieden. Eins zu sagen, du bist Elia, eins zu sagen, du bist Jeremia, andere sagen, du bist Johannes der Täufer, was wir dort gemerkt, das war aber abgestoßen. Und andere sagen, du bist einer von den Propheten. Und so wieder sagt er, sind verschiedene Gedeihen, was Menschen haben, wer du bist. Und dann fragt Jesus der Jünger, wer sei je, dort ich sie? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der lebenden Gott sehen. Und dann sagt Jesus zu ihm, Petrus, Fleisch und Blut haben die das nicht geopenbart, aber mein Vater im Himmel, der hat die das aufgedeckt, dass die das sein kann. Als Jesus ist eine Frau deed, wie er in Caesarea, wir hatten die Gelegenheit, ein paar Jahre dort zu sein, ein Platz in Norden Israel, von Nordküste all, die Norden Grenz sein, die Boy, Hermann, im Norden bei Lebanon, Schmackeboy mit Schneiderboven, irgendwo wie wir wieder sehr möglich. Aber da wir eine große Steinerwand, und da wir jetzt im Tempel gewasst, wir zu sein, die Ruinen, some von den Ruins, wir noch durch. Und da wir viel oft Gatterie angegangen, und zu der Zeit, als Jesus hier wir, der Platz wird genannt, die Pforten von der Hall, oder die Machten von Tod, wie es du worden Kinder geopfert. Und du ging Jesus dich bei den Platz, und du seht hey, das wird Matthäus 16, Vers 18. Als Petrus gesagt hat, du bist Christus, den lebenden Gott sehen, dann sieht Jesus ab diesen Stein, wo meine Gemeinde bauen, und die Pforten von der Hall, oder die Machten von dort, wo nicht durch jeden kämpfen kann. Er ist das Leben. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und da wäre es sehr wichtig, dass wir immer nur Jesus wissen. Nicht nur eine Gruppe, die sich dort versammelt, oder eine Gruppe, die sich dort versammelt. Nee, all die, was Jesus Christus als Herr und Heiland annehmen in deinem, die sind in Port von Christus, seine Gemeinde oder Gemeinden. Aber er ist das Haupt. Und in Epheser Kapitel 1, Vers 22 sei wie den Platz, was Christus hat. Epheser 1, Vers 22 und 23. Das ist der Platz, was der Herr Jesus hat. Sagt er, Gott hat den Herrn Jesus alles unter die Feit gelegt. In ihm als Förster über seine Gemeinde gesagt. Du hast keiner, was der Gemeinde übersteht oder übersieht, bitte Jesus selbst. Hij, was den Priester getold hat, in uns gekauft hat mit seinem eigenen Blut.
Dann in Vers 23 sagt er, de Gemeent is zijn Körper en den hij zelfs leeft. De Gemeent is de Körper, is zijn Körper en woon hij zelfs leeft. Wat zegt hij tegen Johannes in Offenbarung Kapitel 1? Hij zegt, de lampen holen door. Hij zegt, de 7 lampen holen, dat zijn mijn gemeenten. Hoe zegt hij Jezus? Hij zegt, midden Mank, de lampen holen, wie einer, zoals een mensen zijn. Hij wil de Mank zijn gemeenten. En hier zegt hij, dat de gemeente is zijn Körper en den hij zelfs leeft. De gemeente Jezus Christus is niet bloos een organisatie. Dat is veel meer als dat. Weet je, we kunnen zeer leicht ons afwenden van Christus en bloos een organisatie gaan. En bloos regelen gaan. We doen het zo en zo en zo. En dat mag alle vlekken uitloten. Dat is niet heel slag. Zoals dat uitgevoerd wordt. Maar wanneer Christus niet de Haupt is, wanneer we niet met hem verbonden zijn, dan is dat zo als, we zeggen, wanneer de Haan kap aufgehakt is, die taubt nog, maar dat leven is weg. En zo is de gemeente, oder eine Organisation, wo nicht mit Christus das Haupt verbunden ist. Das lacht vielleicht noch so. Du hast vielleicht noch ein bisschen, das taubert vielleicht noch ein bisschen, aber du hast nicht wirklich Leben dabei. Aber Christus sagt, dass er lebt in seine Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Körper, wo er ben lebt. Die Frage, was wir uns stellen sollen, wat is de evidence in ons leven, in ons als de gemeente, dat Christus mank ons is? Op wat bouwen we? Op wat verlaten we ons? Wat is ons ziel? Het laat ons de vraag, wat we ons eerst vragen zullen, persoonlijk. Wat is Christus in mijn leven? Als een beetje zoals de spare tire, wat ik hing in mijn kar heb, waar ik niet wat met te doen heb, buiten wanneer ik mal beziet waar ik mal een plotterij heb, dan ga ik te gaan, wanneer ik mal een trouble zijn, niet weer kan anders, dan ga ik te gaan. Er wat is Christus in mijn leven? Heb ik plus religion? Of heb ik werkelijk een verhältnis met Jezus? Weet je, wanneer we werkelijk een verhältnis hebben met Jezus, dan staat hij stier. Hij sagt, wo das hingeht. Aber wenn wir bis Religion haben, dann sagen wir vielleicht auch, dass der Jünger, er hat die Ent gesagt, wir wollen ebenfalls nur die andere Seite. Und sagt, sein Namen am im Boot, merkt so, das kriegst du wir, aber so leid noch bis der hängen im Boot schlupen. Sie selbst proben dort zu rodeln, sie selbst proben dort echt den Sturm zu bringen. Und sie ganz in der Eng. En roept er aan, meester, juist in de schram dat we aankomen. Wat van een vrouw is zo'n stad? Juist in de schram. Weet je, wanneer we hem niet verstaan, wanneer we hem niet kennen, dan kunnen we vielleicht op zo'n gedanken komen, dat hij in de schram heeft. Dat is het wietste af van de waarheid. Hij heeft veel meer raam, als we ons jemals verstellen kunnen. Hij is bezorgd om ons. Hij is bang ons. Dan meint dat de gemeente al perfect is? Nee, nog niet af daarvan. Maar hij schaft het aan. Hij arbeidt ermee. Die door hand te brengen. Hij verzorgt voor zijn gemeente. En voor jeder lid in zijn gemeente. Johannes Kapitel 1, Vers 4 zegt hij... En aan wir leven, en dort leven wir dat licht voor de mensen. Hij geeft zijn leven, hij geeft ons licht voor ons leven. Weet je, wie werden alle zoals am diesen, zoals
Dus die Bibel sagt, dass die Menschen, die wären so, als wenn die am Dienstren saßen und von weit auf ein großes Licht sahen. So sieht die, so weiß der Prophet ein Bild von Jesus, als er kommen wird. Und sagt, er ist das Licht für die Menschen. So, wenn uns das am Licht fehlt, wenn wir am Dienstren sind, dann sagt er, soll wieder ankommen. Ne, am Licht kommen. Aber wenn wir am Licht ankommen, das Licht, das offenbaren, alle Dinge, die am Dienstren verstärken werden. Al die Platen, all die Dinge, die am Dienstren verstärken werden, dat das Licht offenbaren. Und dann ist es selber nicht möglich damit, wie sie zu stalt, wir werden uns gleich demütigen, und dann kommen wir gleich durch das Licht. Aber er ist das Licht für alle Menschen. Wer noch ankommt, die wird er offenbaren, wird er wissen, wer er selbst ist, sodass wir uns demütigen, dass wir Buße tun. Und hier eine Erklärung von das Wort Buße, dieses Werk, was mir wichtig wäre. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen kann, auf Plattdeutsch, aber es sagt, dass Buße ist eine Veränderung in uns Sein, was leidet durch eine Veränderung in uns Leben. Das ist Buße. Weet je, Judas, der deed ook Buße über was er getan hat. Er ging drin im Tempel und sagte zu den Pharisäern, der Schriftgelehrten, mir dat leid, ich habe Ascheljet bloot verrood. En hij wil het geld teruggeven. Dus hij zei, dat is die trouble. We gaan wat we willen. En hij smijt het geld te gaan. En geen kruid zegt dat dat leid. Hij deed Buße über wat hij gedaan had. Maar hij deed niet ware Buße. Dus hij ging niet naar Jezus. Hij ging niet naar het licht. Hij ging niet om zichzelf te leven. Hij betoelt, probeert zijn eigen schuld te betonen. Maar ware Buße is de Veränderung in ons zijn, wat leidt tot de Veränderung in ons leven. Dat is ware Buße. En dat is wat het licht wel in ons leven doen. Openbaren wer we zijn, zodat we kunnen ons veranderen. Dat we kunnen ons zijn veranderen, wat we van onszelf denken, wat we van onszelf zijn. Dat we dat mal tauschen, wer we werkelijk mal zijn. En dan dat we met dat met Christus komen en zeggen, wer naar arm komt, die wordt hij niet terugsteken. Wer durchläuft an arm, der kriegt Vergebung. Wer arm anraubt in der Not, dem wird er helfen. So, wenn wir im Licht dann kommen, dann wird er uns wissen, wer wir sind, und dann wird er uns reinigen durch das Blut Jesus Christus. In Apostelgeschichte 17, Vers 28, sagt er, dort wir leben, uns bewegen und überhaupt durch sind, als alle en arm. Weet je, geen mens leeft voor zichzelf en geen mens stirbt für sich selbst. Wir sind ganz abhängig von arm. Und wenn er den Odem wegnimmt, dann vergeht wir. Und jeder als Scherper trinkt der Erde, von wo die genommen ist und uns jetzt trinkt, Gott werde gegeben hat. Sodass den Menschen einmal gesagt zu sterben und nur dem dort gerecht. Hebräer 9, 27. In 2. Petrus 1, Vers 3 sagt er, Siene Gottes Kraft hat uns alle geschenken, wat wir zum seilig worden in frommen Leben brücken. Siene Gottes Kraft, sie wenn wir mit dem Kopf am Körper taub sind, dann kriegen wir das Leben von arm und sagt, er hat uns alles geschenken, was wir brücken, zum seilig worden und zum ein frommen Leben. Gott fehlt uns nichts. Er hat uns alles geschenken. Und dann in Epheser 4, Vers 16, sagt er, unter Christus seine Kontrolle passen alle Glieder am Körper taub. Und der ganze Körper wird durch passende Gelenke taub geholt. Und wenn jeder glatt tät, was dort kann, dann wächst der Körper und büht ein Leib ab. Das ist Christus, sein Körper, seine Gemeinden, die mit Arm verbunden sind, wo er wirklich, wahrhaftig das Haupt ist. Und was ist sein Ziel? In Epheser 4, Vers 26 sagt er, dass er redet hier von der Gemeinde,
Oftmals in der Schrift braucht er dort Vergleichnis von Mann und Frau, von Bräutigam und Brut. Und hier sagt er, redet hier von Christus, sagt er dort, das ist Christus, das ist die Gemeinde, helgen können, und als hij eerst met dat woord, zo als met water gewaschen hat, dat hij in seine Augen nicht plakig oder verknutscht, aber herrlich und unschuldig wir. Sie dit als seine Arbeit, was hij an seine Gemeinde deed. Hij sagt, dat durch sein Wort, nicht durch Menschenregeln, aber durch sein Wort, sagt er, so als mit Wasser waschen. Sein Wort reinigt uns. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die sind rein durch das Wort, was ich zu ihnen geredet habe. Gott sein Wort hat Kraft zu reinigen. Und hier sagt er dort, dass wir sind rein durch sein Wort. Er hat uns gewaschen, oder das ist sein Ziel, er will uns waschen, so als mit Wasser. Dort in seinen Augen, dass wir nicht plakig oder verknutscht, aber herrlich und unschuldig sind. Das hat er auf sich genommen, das auszuführen, und er hat die Macht, uns selig zu machen und uns die Kraft zu geben und frommes Leben zu geben. Er kann das ausführen. Das hat er angefangen und er wird das auch ausführen. In Epheser 4, Vers 13, sagt er, dass er wird diese Arbeit ausführen, but wir alle in Einigkeit im Glauben, in der Erkenntnis und Gott sehen kommen, dort wir verständige Menschen in Christus sind, so wie dort Christus bei uns eint in alles ist. Das ist die Arbeit, was Christus von der an seine Gemeinde und an seine Gemeinden utarbeiten wird. Er erst noch einmal durch Mank. Kriegt so aus Johannes dort sagt, als er sich andreht und ankickt, von wo der Sternchen sagt, diese 7 Lampenholler in Merden Mank, wie einer so als Menschen sehen. Er erst von der und da noch einmal in seine Gemeinde. Er lebt in Der ist sein Körper und er lebt durch Selbstben, als die euer lesen leiden. Und dann in Epheser 1, Vers 10, sagt er, wenn seine bestimmte Zeit ist, wird hier sein, dann wird er alles, was im Himmel und auf der Erde ist, unter ein Haupt bringen, und das Haupt ist Christus. Er ist über alles. Er ist an alles. En haben wir Leben. En haben wir Frieden. Alles ist daran in Christus. In Christus haben wir rein und herrlich und selig werden. Aber bitte ist nicht von dort daran. So was ist sein Plan, dass er utarbeiten wird? 1. Petrus, Kapitel 1. Und ich will mehrere Versen lesen. 1. Petrus, Kapitel 1. Fangen an von Vers 3 durch 7. 1. Petrus, Kapitel 1. Von Vers 3 durch 7. Weet je, wenn wir Jesus Christus betrachten, wer er wirklich ist, dann wollen wir anstimmen, was Petrus hier sagt, wo er anfängt. Sagt er, lobt Gott unseren Herrn Jesus Christus, sein Vater, weil sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwirkt. Und zu ein Aufgaut, dort nicht verkommen, vergonnen oder verwalten kann, dort vor uns im Himmel bewahrt wird. Und Gott in seiner Allmacht
wat du nu sein, dat dit door sicher aankomen, dat wie door sicher aankomen worden, en dat heil kriegen, wils je aan Jezus geloven. Dat heil zal in de laatste dag openbaar worden. Doorweg zijn je vrouw, want je hier ook nog een stoutje durch Lieden gaan moeten. Diese Proben komen evaluiert, om te zijn wo echt en stark je Glauben ist. Zoals God durch den, oder zoals Gold durch den Vier geschickt wordt, dort te reinigen, en te zijn wo echt dat ist, je Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold. So wordt je Glauben, wanneer die op een proef besteht, je veel herrlichheid geven en je worden geëerd en geloofd worden, wanneer Jezus Christus komen wordt. Zo wie wellig, geduldig te leven en te leiden, nicht ongezijn te zijn, so wie wellig te wachten met geloofd worden, wat aan die dag Jezus Christus. Weet je, wanneer we hier wel geloofd zijn, dan hebben we ons loon. Dan hebben we niks te komen. Maar wanneer we wellig zijn, hier trouw te leven, voor Christus op zijn weg, en wanneer er dan nog meint lijden, dan zegt dat het verstoot. God heeft dit versproken, en zegt dat in zijn almacht, wat hij doen zijn, dat die door sicher aankomen worden, en dat heil kriegen, wils je aan Jezus blijven. Niet wils gouden werk wat we gedaan hebben. Niet wils we beter zijn als anderen. Nee, wens we blijven aan Jezus Christus. Hij heeft dit zo rechtgemerkt en aangevangen. En hij wordt het ook weer uitvoeren en dat volenden, wat aan die dag Jezus Christus. Dat wanneer die dag komt, Christus wordt al die eeuwigheid, alles wat onder zijn feit nu gesteld worden. En in Hebreeën kapitel 2, vers 8, zegt hij dat nu zijn we dat nog niet, dat alles onder zijn feit is. Maar dat is al. Weet je, wanneer God wat zegt, dat is al krachtens van het gedaan is. Toen zegt de Bijbel, dat Christus weer gekreuzigd al voor dem, dat de foundation, het fundament van de wereld gelegd weer. Dat we al gedaan, dat we gepland, dat we je verspreken, dat we zo goed als gedaan. Als Jezus te zien voor de reden deed in Johannes kapitel 17, dat we Eierheid om Christus ging, dan zegt hij in vers 4, zegt hij, Vater, ik had die arbeid voor dich gemerkt, wat die mij juist gedaan. Hij heeft weer gestorven. Hij heeft weer abgestorven. Maar zoals dat hij aanbelangt weer, zijn woord weer al vollendet. Er wird kein weg dat het woord nog passiert. We kunnen zeggen dat we worden van nu de middagelijk feier begint zijn. Vielleicht sagen wir noch mal das dort. Aber auf einmal, ich habe das machen, ich habe gleich. Bei Gott kann nie nicht was machen, weil er was sagt, das ist Gott aus gedaan. Doorheen kan hij zeggen, ik geef jullie eeuwig leven. En dat leven kan keiner goed wegnemen. Gott kan dat zijn. En hij deed. Hij zegt, en zijn almacht kan hij dit doen. Zegt hij, en zijn almacht wordt hij doen zijn, dat je door sicher aankomen worden, en dat heil kriegen, willst je aan Jezus blijven. Willst je ons aan arm houden, willst je met den Kopf vereinigt zijn. Taub zijn. Doorween. Dit heeft hij versproken. In 2 Timotheus 3, vers 12 zegt dat al die dort Forsten willen haben, om Christus fram te leven, moeten met vervolging rekenen. Weet je, wanneer we ons bestemd hebben, ons handje van voor Christus te leven, dan moeten we ook door met rekenen, dat we worden vervolging leiden.
Einzige, was die Verfallen vielleicht von seiner dich bekommen. Und du, der das weißt du. Vielleicht an uns eigenes Haus. Vielleicht von unseren Freunden. Und so weiter. Und man sagt, all die, was die ganz Christus handgeben, die müssen da berechnen, dass sie wollen Verfallung leiden. Aber wenn die Verfallung, das ist was verstehst du. Christus hat das überwunden. Er ist mit uns. Er gibt uns die Kraft, was immer die Troubles sind. Er sagt, die Troubles, die wir wollen erfahren, die waren bloß so aus vier, was Gold reinigen, so waren die in uns Leben auch sein. Die wollen uns auch behalten, reinigen. Und wir immer mehr uns auf uns verloren und nicht uns auf uns selbst verloren. Dass wir immer mehr kennenlernen, in seine Kraft, in seine Genot erfahren, täglich in uns Leben. So dass wir auch kennen, so sein es Petrus. Lob Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater. Wir sehen Mitleiden wie so groß, dass er uns nie geboren hat in eine lebende Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwirkt. Weet je wel, wir du anhouden, dann können wir uns frei. Dann können wir froh sein. Dann können wir Gott loben und preisen und danken für wer er ist, für was er getan hat, was er versprochen hat, was er noch tun wird. Und wenn wir sehen, wird hier, dort ist unser Gottes getan. Er wird scheinbar nicht sein Wort changen. Weißt du, wenn wir was versprochen haben, aber einmal dann kommt doch andere ab und sagt, oh, das habe ich nicht gewusst. So nie ist es unmöglich, dass ich kann mir Versprechen holen, weil ich wusste nicht, was passieren wird. Und bei Gott ist so ein Ding nicht. Bei Gott ist kein so ein Ding, als er wusste nicht, was wird kommen. Er weiß, was kommt. Er weiß die Vergangenheit. Er weiß die Gegenwart. Er weiß die Zukunft. Und wir können alle uns am Arm verloren. Sein Versprechen nur, Kolosser Kapitel 2, Vers 10, nur sagt er, durch Christus hat je dort volle Leben und er steht über alle Gewalten und Herrschaften. Er hat die Macht. In 1. Johannes 2, 28 sagt er, en nu Kinder, blijft en arm. Dan kan je sicher zijn, dat wanneer hij komen wordt, en wir nicht verarmt zu schonen worden. Dann können wir uns sicher sein, sagt er, wenn wir ein Arm bleiben. Dann können wir uns sicher sein, dass wir wollen bestehen können, was er kommt, und wir wollen nicht zu schonen worden. 1. Johannes 3, Vers 3 sagt er, in jeder, der diese Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. Und jeder einer, der diese wahre Hoffnung an sich hat, sagt er, der wird sich auch reinigen. Mit Gott seine Kraft. Nicht uns selbst. Er hat die Kraft, die Dinge aufzuleihen. Die Plaken, dort verknutschte, alle aufzuleihen, sodass, wann Christus ist, zurückkommen wird, dass er wird eine Brut, eine Gemeinden, wat hij de alle toe brengt tot eind, die wordt rein zijn, zoals hij ook rein is. Dat is zijn arbeid. Door zijn almacht kan hij dat in dien leven en in mijn leven ook doen. Waar we niet ramchecken en waar we willen plakken, oder dingen zijn wat nog niet terechtgesteld zijn, waar we niet kritiseren, waar we niet rechten, maar waar we dat voor onszelf nemen, waar we dat als een spiegel brengen. Weet je, vele van die verloten de gemeente. Ik zei niet hier, deze gemeente, ja niet de gemeente, Christus. Die zei, oh, dat zijn alles bloos fehlerhafte mensen. Weet je, Christus heeft nog niet opgegeven aan zijn gemeente. Hij arbeidt nog immer damit en hij wordt ook wat am eind. En wanneer hij terugkomt, hij kämpft voor zijn gemeente. Bist du important van? Bist du ready voor? Dat is de vrouw. Hij heeft alles verzorgd wat we brauchen om recht te zijn. We hebben nog te beten. Himmlischer Vater, we danken dir, dat du durch Jesus Christus dien zijn. Dit alle erschaffen hast en vollgemerkt hast, vollbracht hast, dat het möglich ist, dat in jeder Sünder kann selig worden. Dat du hast den ganzen Preis betalt.
Du hast die Welt ihre Sinn abgenommen und betont, sodass alle, die an die glauben, die nur die kommen, Vergebung kriegen für ihre Sünden und gereinigt worden durch das Blut Jesus Christus, in diese Leben Hoffnung kriegen, in der Versicherung, dass du das, was du sagst, was du versprochen hast, das ist also Gott ausgenommen und wir können uns Leben du abbühen. Herr, Dankeschön für die Arbeit, die du noch einmal das in deiner Gemeinde, was du durch alle Generationen getan hast, und verdaut noch das, und du noch wahrstellen, was an den Tag, wo die Trompet wird losen, und der Herr wird in die Wolken kommen, alle sind die sich heropen, die Tod abzuwachen, was an Christus gestorben sind, zuerst, und dann wieder, wie hier noch sind, und leben, und die kann, und die nu fallen, mit ihren Tod abgenommen werden. Herr, wir kicken vorwärts nur den Tag, und wir beten, help uns, rein zu merken. Help uns, dass wir uns die ganz übergeben, dass du uns küsst. All die Plaken und all das Verkrünzelte, alles reinmerken und nie merken, sodass wir können so sein aus der Brut, der sich reingemerkt hat, zu den Kast, die entgegen zu gehen mit Frieden. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.